begrüße ich Sie herzlich zu unserem heutigen Abend. Es wird in 2 Sprachen stattfinden, nur als Vorweginformation. Also wir sprechen Deutsch, ich und Tonio und Michael. Und Nina und Andrea werden Slowenisch sprechen. Und wenn Sie eine der beiden Sprachen nicht sprechen, dann bräuchten Sie hier die Übersetzung natürlich. Wir sprechen heute über Bildung, über Wissen heute oder im digitalen Zeitalter. Im Zeitalter von ChatGPT haben wir das genannt. Wir werden auch über dieses Programm oder über diese Maschine, wie immer wir sie nennen möchten, sprechen, aber nicht nur. Es wird sehr, sehr viele unterschiedliche Ansatzpunkte geben. Und bevor ich dann unsere Gäste heute vorstelle, damit Sie sehen, was wir hier für eine breite Auswahl getroffen haben, um multiperspektivisch auf dieses Thema zuzugreifen, würde ich kurz um die Grußworte von Sonja Reiser-Weinzettel, der Leiterin des Österreichischen Kulturforums, bitten. Okay. Liebe Gäste, ich darf Sie seitens des Österreichischen Kulturforums und aller Kooperationspartner und Partnerinnen herzlich zur heutigen Podiumsdiskussion begrüßen und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der morgigen Lesung. Wir freuen uns sehr, Tonio Schachinger heute Abend hier zu haben und auch, dass so interessante Gesprächspartner und Partnerinnen mit ihm über das Thema Bildung in Zeiten von ChatGPT diskutieren werden. Doch was sagt eigentlich ChatGPT selbst zur Bildung im Zeitalter von ChatGPT? Ich habe das kurz eingegeben. Zur Einleitung sagt uns die KI, die Bildung im Zeitalter von ChatGPT wird durch die Integration von künstlicher Intelligenz in den Lernprozess stark beeinflusst. ChatGPT kann als Werkzeug zur Unterstützung von Lernenden und Lehrenden dienen, indem es Informationen bereitstellt, Fragen beantwortet, Lernmaterialien generiert und sogar individuell angepasste Lernpfade erstellt. Interessant ist dann das Fazit, das die KI gibt. Während ChatGPT viele Vorteile für die Bildung bietet, ist es wichtig, seine Grenzen zu erkennen und sicherzustellen, dass es als Ergänzung zu traditionellen Lehrmethoden und nicht als Ersatz für menschliche Interaktion und Lehrer-Schüler-Beziehungen betrachtet wird. Ich denke, interessant ist es auch, darüber nachzudenken, wann die KI Möglichkeitsformen verwendet und wann sie Ist-Formen verwendet. Auf jeden Fall ein großes Danke an unser Podium und an Bernhard Winkler, der diese Diskussion und die morgige Lesung initiiert hat. Ein herzliches Danke auch an das Goethe-Institut und die Universität Ljubljana. Beides Institutionen, mit denen wir schon lange gut und vor allem sehr gerne zusammenarbeiten. Und vor allem ein großes Danke an das Zankariatom für die hervorragende Unterstützung des heutigen Abends. Ihnen, liebes Publikum, wünsche ich noch einen spannenden und bereicherten Abend und ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Hvala lepa. Ja, vielen Dank auch noch an unsere Übersetzerin Lea Burjan. Die wollte ich noch erwähnen. Wichtig, 5 Leute zu dolmetschen. Das ist nicht einfach, glaube ich. Wir machen eine kurze Vorstellungsrunde und dann gehen wir in medias res. Wir fangen an mit Dr. Nina Dragicevic. Ich wollte schon switchen. Sie ist eine, weil wir vorhin Englisch gesprochen haben hier natürlich, deshalb eine slowenische Dichterin, Schriftstellerin, Komponistin, Sound Artist, könnte man auf Englisch auch hier sagen, kommt aus Slowenien, aus Novo Mesto, hat Wirtschaftswissenschaften und Soziologie studiert in Ljubljana und auch eine Promotion abgeschlossen in Soziologie zur Klanglichkeit von Bürokratie im Alltag. Darüber werden wir heute bestimmt auch noch sprechen. Dann ist sie auch politisch aktiv, politisch-künstlerisch aktiv, vor allem in den Bereichen Feminismus und LGBTQ+, war Teil eines DJ-Kollektivs, war Redakteurin einer Zeitschrift und 2014 hat sie ihr literarisches Debüt gegeben, auch in verschiedenen Genres, Langgedichte, Romane, Lyrik und so weiter und auch schon mehrere Preise in Slowenien hier gewonnen.
Nina Dragicevic. Dann zu meiner Rechten Tonio Schachinger, österreichischer Schriftsteller. Er hat Germanistik studiert und Sprachkunst in Wien. Und wir werden, wie gesagt, morgen noch tieferen Einblick in seinen Roman bekommen. Heute geht es nicht so sehr um Literatur, sondern mehr um dieses Bildungsthema. Morgen, deshalb auch gleich Einladung an alle, die heute hier sind, besprechen wir Echtzeitalter, den Roman, mit dem er den Deutschen Buchpreis letztes Jahr gewonnen hat. Und sein erster Roman heißt Nicht wie ihr. Mit dem war er auch schon auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und den hat er dann mit Echtzeitalter letztes Jahr gewonnen. Herzlich willkommen, Tonio. Dann wieder zu meiner Linken, Professor Dr. Andrea Retl. Sie ist meine Kollegin an der Filozofska Fakulteta in Ljubljana. Sie hat Deutsche Sprache und Literatur in Ljubljana studiert, hat auch als Deutschlehrerin nicht so kurzzeitig gearbeitet in Novo Mesto. Und ihre Forschung beschäftigt sich vor allem mit der Didaktik der Tertiärsprachen, mit Mehrsprachigkeit und auch, das könnte für heute interessant sein, mit Informations- und Kommunikationstechnik in der Bildung und bei der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern. Andrea Retl. Und zu meiner Rechten Michael Steber. Er ist eigentlich Gymnasiallehrer in Bayern für Englisch, Französisch und Philosophie. Er hat auf vielen Erdteilen schon gearbeitet. Er war in Frankreich, in den USA, in Japan, in Singapur und hat dort an Schulen unterrichtet, an deutschsprachigen Schulen meistens. Und seit letztem Jahr ist er hier im Auslandsschuldienst nach Slowenien entsendet worden und arbeitet am Gymnasium Bežigrad. Michael Steber. Okay, ich mache es mir auch bequem. Wir fangen an mit unseren Fragen und ich würde, Nina, gern mit dir beginnen. Ich habe gerade bei der Einleitung schon angedeutet, du hast über Klangphänomene der Bürokratie im Alltag geschrieben. Welche Bedeutung würdest du sagen, haben Klang, Musik, Geräusche in unserem Alltag erstmal, aber vielleicht auch im Bereich von Arbeit und Schule und Bildung und Universität? Dobro večer, hvala za vprašanje. Mislim, da je ena ključnih značilnosti zvoka to, da je izrazito izmuzljiv. Se pravi, v trenutku, ko se pojavi, v trenutku, ko nekaj izrečemo, v trenutku, ko nekaj zadoni, tudi izgine. Ravno zaradi tega je o zvoku zelo težko govoriti, ker nimamo nobenega oprijemljivega materiala, razen v primeru posnetkov. V tem smislu so vse birokratske institucije zanimive, zato ker jih praviloma opazujemo kot neke strukture sestavljene iz uradnikov, pultov in obrazcev in še obrazcev. V resnici pa se izkaže, da so to področja nadzora in v tem smislu tudi zvokovnega nadzora. To so recimo nekako neke ključne, osnovne lastnosti zvoka, zlasti v birokraciji. Wenn ich kurz nur nachfragen darf, gleich nochmal. Wie hast du in der Arbeit das theoretisch gelöst? Würde mich auch persönlich interessieren. Das klang nach Foucault. Ist das eine Richtung oder war das was ganz anderes? Pravzaprav sem se tega lotila na več načinov, zato ker sem opazovala več različnih birokratskih situacij, se pravi od recimo davčnega urada, konkretno recimo sem hodila na tedenski ravni še in še na davčni urad v Ljubljani, na FURS, si izmišljevala kar naprej razloge, zakaj moram iti tja.
To je bilo najlažje zmisliti si, zakaj moram razloge naj dodam, da sem samo zaposlena v kulturi, kar pomeni, da je bilo še lažje se spomniti se kaj tazga. In sem kar naprej tja hodila spraševati in ves čas opazovala, kaj se dogaja, in res je, da tudi javne prostore, ne pa zasebne, ampak vse javne prostore tudi snemala. Hodila sem tudi recimo v bolnišnico, na UKC, tam je bilo dosti zanimivih stvari za opaziti in poslušati, samo razmerje med medicinskimi administratorji in pacijenti. Tu so situacije, kjer se znajde pacient, ki recimo nima zavarovanja plačanega, na drugi strani ima nekoga, ki mu mora zaradi tega reči ne. Ne morete dobiti zdravljenja. Mislim, ni da mu mora, ampak sistem, v katerega so ti ljudje vpeti, tako deluje. Res je, navezala sem se deloma na Foucaulta, se pravi na panopticizem, iz tega izpeljala neko svojstveno koncepcijo tega, čemur sem potem rekla panauralizem, se pravi situacijo v birokratskih prostorih, kjer smo pod nenehnim auditornim nadzorom. Tako da ja, tle je bilo veliko Foucaulta, tudi drugih filozofov, avtoric in avtoric, dosti Kafke, ogromno literature, predvsem Kafkove kratke zgodbe, ne zgolj tista ključna dela, kot jih poznamo, Grad, Proces in tako naprej. Ampak kratke zgodbe, njegova obravnava Odiseja in Siren v teh situacijah in tako naprej. Se pravi, zelo nek tak transdisciplinaren nastop se mi je zdaj zelo potreben za tako delo. Pa tudi sicer zelo zagovarjam transdisciplinarnost na vseh področjih. Vielen Dank. Tonio, nächste Frage an dich. In beiden Romanen, die du geschrieben hast, stehen Spieler im Mittelpunkt. Einmal ein Fußballspieler in Nicht wie ihr und einmal ein Computerspieler. Wir haben diesen Ivo in Nicht wie ihr, der ist wirklich ein Profi, und Till wird auch Schritt für Schritt dann Preise gewinnen mit seinem Spiel. Wie wichtig ist das Spiel für deine eigene Poetik, also für dein Schreiben, inhaltlich oder auch formal, für die menschliche Erfahrung überhaupt, und sollte man auch in der Bildung spielen, oder hat das Spiel eine Bedeutung für den Bildungssektor, deiner Meinung nach? Ja, es gibt diese Geschichte von Julio Cortázar, dem argentinischen Schriftsteller, dass er bei sich zu Hause ein Zimmer hatte, was sein Spielezimmer war, wo er reingegangen ist, und er hatte Spielzeug dort drinnen und hat die Tür zugesperrt und hat dann einfach gespielt in dem Zimmer, und quasi niemand weiß, was er wirklich gemacht hat, aber quasi er hat halt dieses Zimmer gehabt, nur zum Spielen. Ich glaube, jetzt bei den beiden Romanen, das ist sehr unterschiedlich, weil im ersten Roman, bei Nicht wie ihr, geht es um einen Fußballer, aber es geht eigentlich nie ums Fußballspiel. Es geht um die Lebensrealität und quasi den Druck und all die Sachen, die das Leben ausmachen, aber nie ums Spielen. Und jetzt bei Echtzeitalter geht es um jemanden, für den das Spiel sozusagen der einzige schöne Teil des Lebens ist, zumindest eine Zeit lang. Ja, und sonst, ich weiß gar nicht, was für ein Verhältnis ich selber ich spiele schon, also beim Fußball ist es so, ich kann mich erinnern, dass es mir Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen, weil es eine Art war, Sport zu machen, wo man gar nicht merkt, dass man sich bewegt und so. Aber ich habe inzwischen total kaputte Knöchel, also ich kann einfach nicht mehr Fußball spielen. Und jetzt spiele ich schon Computer, aber jetzt auch nicht so viel. Und ja, ich hätte eigentlich gern noch was gesagt zu den Klängen in den bürokratischen Gebäuden. Weil ich habe letzte Woche so einen Vortrag gesehen, wo es um die Architektur von Spitälern ging. Das ist so eine österreichische Wissenschaftlerin, die Professorin in Yale ist. Und wie sie über Architektur geredet hat, habe ich voll viel denken müssen an die Klänge in Spitälern. Weil wer mal in Wien war, im AKH, im Allgemeinen Krankenhaus, es ist untertags was ganz anderes, die Geräusche, als in der Nacht. Und was mich so beeindruckt hat, wie ich dort war, dass wenn man in der Nacht, also auf diesen Stationen, wo man über Nacht ist, da gibt es ja eigentlich keine Aufenthaltsräume. Das heißt, der einzige Ort, wo dann so
so Sessel stehen, ist bei den Aufzügen. Und wenn man dort sitzt, hört man die ganze Zeit die Aufzüge aus dem Lift schaften. Und das hat so was ganz Geisterhaftes. Man sitzt da und man hört, wie die Stockwerke durchgesagt werden von den 4 parallelen Aufzügen, die natürlich in der Nacht gar nicht so viel fahren, aber es sind so permanente Stimmen. Und das passt jetzt gar nicht zur Diskussion, aber ich wollte es nur sagen, weil es mich so interessiert hat. Wie klingen diese Stimmen in Schulen, würdest du sagen? Oder da darf Michael auch gerne einhaken. Haben wir auch so eine Sound- oder akustische Überwachung, wie Nina das genannt hatte, in Schulen? Seht ihr das so als so ein Zwangssystem? Es ist ja, nur so in der Sozialpsychologie wird das als soziales Zwangsaggregat definiert oft dann. Das klingt ziemlich brutal in der Schule. Würdet ihr das so sehen? Also ich gebe gleich das Mikro weiter. Ich bin jetzt mehr in Schulen, als ich je mir gewünscht hätte. Und was mir da viel mehr auffällt als die Geräusche, ist der Geruch. Ich finde, Schule ist so total vom Geruch geprägt. Und also so der Gestank eigentlich der Schule. Ja, da stimme ich auch zu. Also beim Stichwort Gestank natürlich vor allem im Bereich von Teenagern ist es auf jeden Fall ein Thema. Aber auch bei Klängen muss ich natürlich an den Schulgong denken, den es in den allermeisten Schulen immer noch gibt. Also die Schulstunde wird durch den Gong natürlich gegliedert. Und da sind wir auch schon, wenn wir wirklich ein bisschen abstrakter denken würden, schon auch im Bereich von der Biopolitik von Foucault. Und haben natürlich auch das Thema der biologische Rhythmus von Schülern. Schüler und Lehrer werden natürlich reingezwungen in das Stundenraster und diesen Tagesablauf, der streng getaktet ist und ganz klare Regeln hat und in dem Fall eben durch Klang, also strukturiert wird. Und dann auch für mich Wie im charakteristisch. Gefängnis eigentlich auch, ne? Das ist, Ja. Wann darf man wieder rein? Genau, und auch da gibt es natürlich, wie im Gefängnis ebenfalls, auch so ein bisschen diesen Auslauf, den man dann Pausen hat. Man merkt natürlich auch dann, dass dann in diesen Momenten das sehr viel lauter wird und eine ganz andere Klangwelt herrscht, als es in Stunden ist oder gar Prüfungen. Also auch hier ist Klang definitiv ein Lebenszeichen im doppelten Sinn. Du zum Spiel irgendwas? Spielen und Unterricht, hat das was miteinander zu tun? Oder sollte man das integrieren in irgendeiner Form? Ja, ich würde es in mehrfacher Weise auch als relevant ansehen in der Schule. Einmal natürlich, für mich als Lehrkraft ist immer auch ein Stück weit Schauspiel dabei. Allein deswegen, weil der Lehrer natürlich nicht immer gleich funktionieren kann. Also er muss immer eine gewisse Rolle spielen. Er muss dann doch in diesem System eben funktionieren. Dann würde ich das Spiel mit Gedanken auch als relevant ansehen, dass man halt jetzt gerade in Fächern wie Philosophie, dass man mit Gedanken eben spielt, sich ausprobieren kann. Und dann wiederum im weiteren Sinn das Spiel mit auch Lebensentwürfen und Denkweisen im weiteren Sinn, dass man eben wirklich sich da reinversetzen kann und verschiedene Dinge durchdenken kann und ausprobieren kann, was ja gerade auch in allgemeinbildenden Schulen eine der Hauptansätze ist. Ja. Dankeschön. Andrea, ich würde dann zu dir rüberkommen. Vor einigen Jahren gab es einen bekannten Post einer Abiturientin in Deutschland, die sagte zur Schulbildung, sie könne zwar jetzt ein Gedicht von Goethe interpretieren, aber sie kann keine Steuererklärung machen. Und dann wurde diskutiert, in Deutschland sollen wir auch solche praktischen Dinge, lebenspraktische Dinge an Schulen, an Gymnasien unterrichten oder nicht. Wie würdest du dich da positionieren zu dieser Frage und auch zur Aussage dieser Abiturientin? Preden na tole vprašanje odgovorim, bi mogoče samo še malo pokomentirala ta zvok, o katerem so kolegi prej govorili, in zgleda, da je to nekako taka naša rdeča nit, ki se je kar tako spontano razvila. En zvok, ki je zelo prezenten v šoli, je seveda zvonec, ki je nekako samo še v šoli. Nihče od nas nima dejansko v službi ali pa v privatnem življenju nekega signala, ki nam vsakih 45 minut in potem 5 minut zvoni in v hipu moramo preklopiti iz ene v popolnoma drugo stvar. Recimo, ne vem, iz angleščine v matematiko in potem v fiziko in v biologijo in v šport in tako naprej. In
Verjetno se bomo še kaj pogovarjali, ne, o prihodnosti. Jaz osebno mislim, da zagotovo ni več ta prihodnost, da smo deljeni na teh 45 in 5 minut, ker preprosto tako ne moremo funkcionirati, ne moremo nečesa tako celostno obdelati. Kar se tiče praktičnega znanja v šoli in tega zanimivega posta te študentke, pa bi rekla takole. Praktično znanje je nekaj, kar se danes v laičnih debatah zelo, zelo poudarja. V šolah je premalo praktičnega znanja, šolarji in študentje, ko zapustijo šolske prostore, nimajo praktičnih veščin, se ne znajo vklopiti v delovne procese in tako naprej. Jaz imam sicer eno zelo veliko srečo, da delam ravno na področju, ki zelo, zelo povezuje teorijo in prakso, tako da lahko, da imam pogled v eno in drugo in je pač povezovanje teorije in prakse moj vsak dan. Imam pa en velik problem s samo praktičnim znanjem. V bistvu mi gre prav na jetra. In sicer zato, če praktično znanje primerjam z nekim receptom. Mi vsi imamo zelo radi recepte. Mi bi imeli recept za uspešno poučevanje, recept za to, kako na hitrico zaslužim veliko denarja, recept za to, kako naslikam eno krasno sliko. Skratka, v tem hitrem življenjskem tempu imamo izjemno željo po receptih. Tudi ko sem lačna, hočem imeti recept za recimo palačinke, da na hitro to naredim in nasitim neke svoje osnovne potrebe. Za osnovne potrebe so seveda recepti super. Ampak nič več pa ne morem narediti, če dobivam v življenju, skratka v šolskem prostoru, izključno recepte. Ostajam na ravni recepta. Nič bolj se ne bom razvila, ničesar novega ne bom odkrila, nič novega ne bom mogla dati od sebe. Torej s pomočjo receptov ne morem ustvarjati znanja. Ali nekih živeti, nekih vrednot in tako naprej. Zato se mi zdi ključno, da se v šolah posreduje tako teorija, kot tudi nekaj prakse. Točno teh receptov, o katerih sem govorila. Ti recepti so pomembni, recimo jaz delam s bodočimi učitelji. Vsak bodoči učitelj potrebuje nekaj receptov, zato da lahko preživi svoje prve dni, prve mesece, prvo leto v šolstvu. Čisto iz praktičnih razlogov, da nam ne uide. Ker začetki v šolstvu so lahko izjemno, izjemno naporni, ne samo, da so lahko, ampak so izjemno naporni in marsikdo se mogoče potem niti ne odloči ostati v šolstvu, ravno zato, ker je imel premalo receptov, da bi preživel prvo leto. Toda verjetno si nihče ne želi preživeti nadaljnjih 39 let v šolstvu z recepti, ki jih je dobil na fakulteti pred toliko in toliko leti. Ti recepti bodo že popolnoma zastareli. Če pa bo imel nek študent, neka študentka, ki zapusti našo fakulteto, tudi teoretično znanje, tudi zmožnosti se naučiti nekaj novega, skratka, da bo pripravljen na vseživljenjsko učenje, potem ne bo problem izumljati novih receptov za nove čase, izumljati novih konceptov, razvijati nove koncepte, posredovati znanje, ki bo potrebno čez toliko in toliko let. Namreč mi ta trenutek izobražujemo učence, študente, ki bodo svoje znanje uporabljali v življenju čez nekaj let. A res vemo, kaj bodo potrebovali čez nekaj let? Če bi danes imeli točen odgovor na to, potem ne bi imeli nobenih težav v šolstvu. Potem bi lahko delili recepte. Ampak mi ne vemo točno, kaj vse bodo potrebovali, zato potrebujemo neko splošno znanje. In Steuererklärung, ki ga ta študentka potrebuje, ta dijakinja potrebuje, bo najverjetneje čez 5 let malo drugačen, kot bi bil recept, ki ga jaz dam danes, kako izpolni ta obrazec. Kar jo pa moram naučiti in bi jo želela naučiti, pa je, kako naj ta obrazec bere,
da ima neke bralne kompetence, da je funkcionalno pismena in da bo to lahko prebrala jutri, pojutrišnjem in tudi čez 5 let. In tukaj mislim, da so naši ključni izzivi za prihodnost izobraževanja. Malo prakse, receptov mečkan za to, da preživimo in eno kakovostno znanje, ki ga bomo lahko uporabljali tudi čez nekaj let, ko bodo morda te informacije, ki jih danes imamo, zastarele. Dazu habe ich muss gucken, ob ich sie finde, eine Anschlussfrage. Genau, die geht auch an dich und vielleicht an Michael. Ein Vorschlag für Pflichtfächer an Schulen, die ich vor kurzem gefunden habe. Du hast schon einiges beantwortet, aber vielleicht ist irgendwas dabei, was du interessant findest. Steuern, Coding, Kochen, Versicherungen, Reparaturarbeiten, Selbstverteidigung, Überlebenstechniken, soziale Etikette, persönliche Finanzen, öffentliches Sprechen, Autoreparatur, Stressmanagement. Okay, also das war so ein Bild, ne, mit so Icons im Prinzip. War da was dabei, was wir an Schulen und wenn ja, an welchen unterrichten sollten? Oder ist das einfach reine Praxis in diesem Fall? Also nochmal Andrea und danach vielleicht dann Michael. Und wenn die anderen beiden was dazu sagen möchten, gern auch. Wenn nicht, gibt es neue Fragen. Bom malo provokativna, pa bom rekla, pravzaprav vse to potrebujemo. Samo mogoče si lahko malo porazdelimo, kdo kaj od tega potrebuje. Mogoče jaz ne rabim znati popraviti avta, ga bo pa znal zelo dobro popraviti nekdo drug. Mogoče ne želim znati nekaj skuhati, ker bom znala nekaj drugega. Ampak vseeno pa verjetno moramo imeti neka taka temeljna znanja in neke temeljne kompetence, s katerimi bomo pa mi lahko preživeli in živeli skupaj. Kot je recimo, ne vem, delati v timu, spoštovati drug drugega, imeti neke etične vrednote, spoštovati drugačne, sprejemati drugačne od sebe, drugače misleče, sprejemati ljudi iz drugih okolij. In ja, tudi to se lahko naučim skozi kuhanje recimo, skozi spoznavanje drugih kuhanj, pri, ne vem, kaj se rekel, popravilo avtomobila, delata dva skupaj, se morate dogovoriti, kako nekaj narediti in podobne stvari. Mislim, da vse vsebine, ki so v našem svetu in so realno prisotne, so lahko tudi šolske vsebine. Oziroma bi pravzaprav morale biti šolske vsebine, ker je to naš realni svet. Kako jih bomo pa mi prenesli v šolo, zato da bodo učenci videli v tem nek smisel, recimo nek praktičen smisel, hkrati pa, da se bodo lahko tudi na konceptualni ravni iz tega naučili, je pa mogoče malo bolj zahtevno vprašanje. Michael, kurz dazu? Ja, ich würde auch sagen, diese Suche nach neuen Fächern ist inzwischen fast schon so eine Art Volkssport geworden, zumindest in Deutschland, der sich vor allem in der Laiendiskussion auch findet, würde ich auch eher ablehnen. Also ich würde sagen, wir brauchen, wenn dann, entweder klassische Fächer oder eine verallgemeinerte Struktur von Fächern, die das Ganze noch breiter anlegt und keine Zersplitterung von Fächern. Dann haben wir genau das Gegenteil. Wir haben noch mehr einzelne Fächer, einzelne Fachgebiete, die wir dann vielleicht nicht schaffen, dass wir sie auch verbinden können. Deswegen würde ich auch für klassische allgemeinbildende Inhalte plädieren, die man dann eben wirklich in verschiedenen Fächern anwenden kann, in verschiedenen Fachbereichen anwenden kann. Und ich würde immer sagen, es geht darum, den Menschen ganzheitlich zu bilden, auch durchaus im klassischen Sinn wie bei Humboldt angedacht. Und letztendlich ist auch der gute Mensch ist auch der bessere Automechaniker zum Beispiel. Also es ist nicht unbedingt ein guter Automechaniker kann auch ein schlechter Mensch sein natürlich, aber wenn der gute Automechaniker auch noch ein guter Mensch dazu ist es der bessere Automechaniker. Würde ich genau behaupten. Deswegen geht es immer auch darum, dass man den Menschen als Ganzes bildet und nicht sich auf einzelne Spezialgebiete fokussiert. Und da sehe ich auch ein großes Risiko, dass man halt sagt, man ist zu sehr nutzengetrieben in der Bildung und geht rein wirtschaftlich vor.
dann sind wir eben genau bei dem, was Andrea erwähnt hat, mit diesen Rezepten, dass wir eigentlich nur Lernfabriken haben, die Schüler auf die Wirtschaft vorbereiten, möglichst passgenau. Und dann haben wir halt Rezeptbücher und keine Menschen am Ende. Ja. Dankeschön. Jetzt kommt eine ChatGPT-Frage. Nina, da würde ich dir gerne eine Frage stellen. Vor kurzem hat der Musiker Nick Cave hat einen Brief bekommen, in dem ein Fan stolz berichtet hat, mit ChatGPT einen Song im Stil von Nick Cave generiert zu haben. Und Cave hat einen kurzen Brief zurückgeschrieben. Also kurz am Anfang ging es nach Vorgeplänkel, sagte er, this song sucks. Also er hat gesagt, der ist scheiße, der Song im Prinzip. Aber er wird dann sehr viel spezifischer. Er sagt, Algorithmen haben keine Gefühle, Daten können nicht leiden und können daher keine authentischen menschlichen Gefühle oder Erfahrungen dann auch beschreiben. Wie siehst du das Potenzial von ChatGPT in der Kunst? Und vielleicht, wenn wir überschwenken können, dann vielleicht auch von künstlerischer Bildung oder von dem Einfluss von Kunst in der Schule oder an der Universität. Aber vor allem können wir ChatGPT verwenden, um Kunst zu machen. Im Prinzip bist du hier mit auf der Seite von Nick Cave, der hier eher so einen mit mystischen oder einen Poeta Vates mehr oder weniger Begriff hat von Kunst, spezifisch und fast heilig, könnte man sagen. Oder würdest du sagen, ja klar, können wir mit ChatGPT Kunstwerke erschaffen? Nekaj je v redu, ja. Mislim, da je tukaj ključno vprašanje, kaj mislimo, ko rečemo umetnost. Kakor razumem iz vidika tega, kako sama razumem umetnost, mislim, da ChatGPT ali pa katerikoli drugi language learning machine ne more umetnosti ustvarjati iz zelo preprostega razloga. ChatGPT je aplikacija, ki v bistvu niti ni mašina, ki misli, in tudi ni mašina, ki se uči, ampak je mašina, ki izvaja znova in znova verjetnostni račun. Se pravi, polna je podatkov, vanjo se dajejo znaki, besede in tako naprej, in ta mašina potem ugotavlja verjetnost naslednje besede, glede na to, kaj je bila prejšnja. Umetnost, če poskušam govoriti res na kratko, se pravi, ChatGPT deluje po principih predvidljivosti. Vse več podatkov rabi, zato da bi ta predvidljivost bila čim bolj totalna, čim bolj sigurna. Medtem pa menim, da umetnost deluje prav nasprotno. Se pravi, menim, da umetnost deluje po principih nepredvidljivosti. V tem smislu je tudi ChatGPT vedno za časom. Zato, ker se uči, če je to sploh ustrezna beseda, iz nečesa, kar je že bilo storjeno. Medtem ko umetnost deluje popolnoma drugače. Seveda se nanaša, je intertekstualna, se nanaša na stvari, ki so že bile narejene, na tekste, ki so že bile napisane, na podobe, ki so bile ustvarjene in tako naprej. Ampak ChatGPT-ju se izogne nepredvidljivost, ki jo vsebuje umetnost. Se pravi, kar želim reči je, da sem precej prepričana, da če to še ni možno, bo pa kmalu možno, da ChatGPT napiše knjigo, ki je bestseller. In da se jo proda res v milijonskih izvodih, da jo potem odkupi Netflix, da je vse skupaj potem zelo gledano, da mogoče celo dobi Oskarja ali kar pač že. V to sem prepričana, da to je možno. Ampak umetnost je nekaj drugega in mislim, da je z logiko, z matematično logiko, po kateri delujejo LLMs, se pravi Language Learning Machines, nekompatibilna. Danke. Also wäre im Prinzip deine Prognose, dass ChatGPT unsere Kulturindustrie nach Adorno mehr oder weniger übernimmt, dass das funktioniert. Und das, was wir heute als Kulturindustrie bezeichnen würden, das kann ChatGPT auch. Aber keine echte Kunst in diesem Fall.
približno. Skratka, ja ne želim reči, da bo ChatGPT prevzel kaj. Mislim, da se tle, recimo, če govorimo o nekih marksističnih pojmih, da se začenjata spajati tako imenovana baza in tako imenovana nadstavba. Se pravi, ChatGPT kot neko ali pa katerokoli drugo tako AI orodje je orodje, ki ga proizvajajo tehnokorporacije. Se pravi, to so podjetja, ki zasledujejo profit, kopičenje kapitala, etc. Verjamem, da so s tem, ko vstopajo v področje kulture, pisane besede, ne vem, ustvarjanja podob, mogoče celo slik, da so to sposobne. Ampak menim, da se ne morejo soočiti, ne morejo zagrabiti, zato ker to niso misleče mašine, to niso niti mašine, ki so se zmožne učiti, ampak zgolj procesirajo podatke, se jim vedno izmakne nekaj, kar človeška in druga misleča živa bitja pa zmorejo. In sicer samo mišljenje, ki je vedno malo nestabilno, vedno je lahko malo nepredvidljivo, vedno gre lahko nekam drugam. Se pravi, lahko napiše vsaj na neki točki, ne vem, fantastično kratko zgodbo, fantastično v smislu tega, da bo priljubljena, da bo prodajana. Ampak umetnost, ki pa zasleduje nekaj, kar si mogoče zamišljamo, pa mogoče niti še ne obstaja, ali pa svet postavlja na novo, tle mislim, da se ne rabimo posebej bati. Pred kratkim sem brala, da so delali neko raziskavo, res se ne spomnim kje, in so ljudem dajali za brati različne literarne tekste in jih prosili naj povedo, kaj se jim zdi, da je umetno ustvarjeno, umetno v smislu, da je ustvarila mašina, in kar je nekdo napisal, se pravi spet umetno ustvarjeno, ampak da je napisal človek. Zanimivo se je izkazalo, da so pri tekstih Gertrude Stein ljudje večinoma mislili, da tega ni napisal človek. Ampak kako je bilo z Gertrude Stein? Gertrude Stein je uspela, ko je napisala tisti v resnici pofol roman, tisto žuto štampo avtobiografijo Alice B. Toklas. Se pravi, ker je tračarila, kaj je on rekel, kaj je ona rekla, kako so bili vsi bedni. In potem je postala izrazito slavna. In založba je rekla, dajte gospa Stein, vi ste ful najjači, dajte zdaj napisati še eno knjigo in bomo mi dalje služili na vas. Gertrude Stein je napisala popolnoma drugačno delo, popolnoma je razbila sintakso, ki je še nekako veljala v tem bestsellerju, je popolnoma vse skupaj sesula in knjiga je bila iz vidika prodaje čisto rasulo. Iz vidika umetnosti pa ni bila rasulo. Okay, Tonja, darf ich an dich eigentlich eine ähnliche oder die gleiche Frage abgeben? Also was glaubst du, werden Programme oder Apps wie ChatGPT die Kunst in Zukunft verändern? Wir haben ja vorhin zufällig im Foyer unten über Blade Runner gesprochen, weil ich eine bestimmte Ästhetik hier daran erinnert hatte. Und da ist es ja auch die Hauptfrage, können diese Replikanten irgendwie menschlicher werden als wir selber im Prinzip dann auch, dass wir eigentlich dann jetzt unsere Menschlichkeit verteidigen, aber woher wissen wir eigentlich, was uns als Mensch ausmacht im Prinzip? Das ist ja so eine philosophische Kernfrage bei Blade Runner. Was glaubst du, wie wird sich das in Zukunft auf unser Kunstschaffen oder auf dein persönliches Schreiben und so weiter auswirken und auf unser Zusammenleben? Ja, ich glaube, erstens muss ich sagen, ich kenne mich da wirklich nicht gut aus, aber ich glaube, ich sehe es sehr ähnlich wie Nina. Also es gibt sehr viel, also es ist die Frage, was wir als Kunst definieren, aber sagen wir Kunst und Kulturprodukte basieren eigentlich, also Filme, auch Bücher teilweise, basieren schon auf diesen Mechanismen. Das heißt, es gibt Bücher und Filme, die gemacht werden auf Basis von, man füttert quasi alles rein, was es gibt, man weiß, was erfolgreich war und man hofft, dass das dann auch erfolgreich sein wird. Und das ist es bis zu einem gewissen Grad auch verlässlich. Also deswegen ist Nick Cave auch quasi ein unfaires Beispiel, weil er ist halt ein Singer-Songwriter. Man müsste das halt mit irgendeinem wirklich generischen Popstar machen und dann sieht das Ergebnis anders aus, glaube ich, weil dann
dann kommt halt genauso ein generischer Text raus, wie sonst auch rauskäme, weil da ja auch immer viele Leute mitarbeiten. Das ist wie im Film. 20 Leute fummeln da hinein und am Ende ist es immer, ja, also mittel. Und das ist sicher so und es ist sicher also es gibt sicher viele Arten von Kunst, die sich nicht bedroht fühlen müssen dadurch, weil sie ja auch sogar mit so Bestsellern oder quasi so Kino-Hits so ist, dass es auch, also man weiß immer erst nachher, warum etwas ein Erfolg war. Und dann sagt man, ja, das war aus dem und dem, aber niemand wäre, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, Dragostea Tei, wer sich noch erinnert an diesen Hit, da war vorher den Leuten nicht klar, dass das ein Hit sein wird. Genauso wie als Despacito rausgekommen ist, 2016, war auch nicht klar, dass das so ein Hit sein würde. Und 2 Jahre später haben dann sicher tausende Leute versucht, genau diesen Erfolg quasi zu kopieren, indem sie sagen, ja gut, Latino, Reggaeton ist jetzt irgendwie hip, passt, dann machen wir das auch. Und es ist dann erfolgreich, aber halt auf einem mittleren Niveau, nie so wie die Spitze, die das halt erfunden hat. Und das ist ja schon, auch wenn man jetzt über kommerzielle Kunst redet und Mainstream-Kunst, trotzdem ist sie dann am erfolgreichsten, wenn sie etwas Neues hineinbringt und nicht dann, wenn sie sich speist aus all dem, was man schon weiß, das gut geklappt hat in der Vergangenheit. Und das ist ja im Wesentlichen, wie ChatGPT funktioniert. Vielen Dank. Michael, wir haben vorhin im Café unten gesprochen und ein Satz, den du gesagt hattest, ist mir hängen geblieben, dass wir oder vor allem die Intellektuellen im Westen oder in Europa körperfeindlich seien. Können wir das nochmal ansprechen? Vor allem auch körperfeindlich, was genau hattest du damit gemeint? Sind wir auch körperfeindlich in der Schule, in der Bildung? Sollten wir uns mehr bewegen? Sollten wir mehr? Platon, wissen wir, hat im Gehen philosophiert. Also man saß nicht so, wie heute Sie auch hier drin sitzen, im Prinzip angekettet im Dispositiv und nach vorne blicken, sondern man durfte sich bewegen und es war auch in vielen Philosophien so, dass man durch die Bewegung zum Gedanken kam, mehr oder weniger. Ist das ein Problem auch heute in der heutigen Schule, dass wir uns zu wenig bewegen und sollte das Freizeit sein oder auch Teil der Bildung oder des Unterrichts? Ja, vielleicht noch erst zu Platon. Er war nicht nur Meister im Gehen, er war auch Meister im Pankration, also eine Art griechischem Eilkampf. Das war noch eine ganz andere Art der Bewegung. Körperfeindlich ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich würde schon sagen, dass wir im Westen jetzt gerade in intellektuelleren Kreisen dazu tendieren, dass wir eigentlich den Körper und Bewegung abwerten. Man kann auch vielleicht eine Linie aufstellen, also von Platon über das Christentum bis hin zu Descartes und auch moderneren Philosophen. Ich würde schon sagen, dass wir generell mehr Wertschätzung brauchen von körperlichen Tätigkeiten und auch Sport, gerade jetzt im intellektuellen Bereich, dass man das mehr als Teil des menschlichen Lebens akzeptiert und auch mehr darüber reflektiert. Und in der Schule ist definitiv Sport ein wichtiges Fach. Der Haken ist auch so ein bisschen, dass man sich fragen muss, was möchte man erreichen mit Sport in der Schule? Und wenn das wirklich ein nachhaltiges Ziel sein soll und auch im Sinne eines lebenslangen Lernens auch im sportlichen Bereich geschehen soll, dann muss natürlich das Ziel sein, dass Sport Schüler animiert, dass sie ihr ganzes Leben lang Sport begeistert machen. Und dadurch, dass wir Sport in der Schule so machen, wie wir es machen, also oft mit klassischen Sportarten, auch wieder streng strukturiert, erreichen wir oft das Gegenteil, dass wir Leute abschrecken, Sport zu machen. Und dass sie nach der Schule eigentlich teilweise sogar traumatisiert sind von Sport und dann keinen Sport mehr machen. Also ich würde sagen, wir bräuchten auch da einen anderen, weiteren Ansatz, der wieder Sport also als Bildungsziel allgemeiner Art aufwertet und dann anders vermittelt. Vielen Dank. Nina, ich würde hier gleich zu dir weiter abgeben. Du hast ja auch in vielen deinen Texten geht es um Körper. Ja, und wir haben jetzt gerade von Michael schon seine Position dazu im Bildungsdiskurs gehört. Es gibt ja in vielen Gesellschaftstheorien, sage ich mal, die Meinung, dass im digitalen Zeitalter unser Zugang zur Welt im Prinzip immer unkörperlicher werde. Ja, dass wir irgendwie durch Medien etwas
zwischen uns und die Welt mehr oder weniger schieben und wir deshalb im digitalen Zeitalter immer weniger mit unseren eigenen Körpern oder überhaupt mit Körpern zu tun hätten. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, das stimmt nicht, wir haben eigentlich einen sehr körperlichen Diskurs noch heute? Veš kaj, mislim, da smo ljudje na splošno kar v redu. Res. Razumem, da je veliko enih idej, ene želje po gibanju in športanju, vse to se mi zdi v redu. Ampak mislim, da je na te stvari treba pogledati drugače in sicer iz čisto, lahko rečemo čisto vsakdanjega vidika, niti ne rabi biti družboslovno. Se pravi, mi živimo v prostoru in času, kjer smo nenehno predočeni silovitemu izčrpavanju. In to na vseh ravneh. Vsakdanjih, telesnih, mentalnih, ves čas se mudi, skozi so problemi, ne vem, samo na Slovenskem, če se ne motim, je 2/3 prebivalstva na minimalni plači. To, mislim, da je treba stvari pravilno fokusirati. Mi živimo v resnično zahtevnih razmerah ene specifične nove oblike kapitalizma. In tle vidim težavo. Mislim, da ljudje, veseli me, ko vidim, da se ljudje, da športajo, šibajo sem in tja. Ampak namesto fokusa, nenehnega fokusa v neko močno telo, ki mora biti vedno samo zdravo, vedno idealno, vedno močno, vedno nekam strašansko usmerjeno, mislim, da ljudje rabijo zelo preprosto denar za počitek. To se pravi, jaz mislim, da bi vsa ta debata, pa naj se gre za šolstvo, pa naj se gre za ChatGPT, za karkoli že gre, mislim, da nas pripelje samo in izključno do tega, da je resničen problem nekje drugje. Mislim, da je resničen problem, s katerim se moramo ukvarjati, niti ni, kaj so obvezni predmeti v šoli. Problem se kvečjemu lahko osredotoči na to, ali se ljudje na dnevni ravni učimo in razvijamo kritično mišljenje. Se pravi mišljenje, ki se je s časoma sposobno nekako upreti negativnim platem družbenih razmer in sistema, v katerem živimo. To je moj splošen odnos do vsega tukaj in mislim, da je precej ključen. Mislim, da je te teme vedno treba širiti, nekako jih ne specializirati. Na Slovenskem se zadnja leta pogovarjamo o tem, kako so vsi bralno nepismeni, pa kako ljudje ne razumejo kompleksnejših stavkov, pa ljudje ne berejo knjig, pa tako naprej. Kar lahko razumemo kot problem. Ampak osrednji problem je to, v kakšnih družbenih in v tem smislu tudi ekonomskih in socialnih razmerah ljudje živijo. Andrea, zu dir wird es weitergehen. Ich wollte dich, weil Michael vorhin Humboldt angesprochen hat, dieses Bildungsideal. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was damit gemeint ist. Und sollten wir diesem Bildungsideal noch nachstreben, nacheifern und das heute pflegen, unterrichten an Schulen schon und auch später an Universitäten? Also vielleicht kurz, was bedeutet das eigentlich? Und ist das noch zeitgemäß, mehr oder weniger? Oder was davon brauchen wir und was vielleicht nicht? Ja, tako čist na kratko. Humboldtov Bildungsideal, ne, kot mu rečemo v nemščini, ali pa nekako izobraževalni ideal pruske šole, izvira iz 19. stoletja in postavlja za cilj, oziroma cilj nekega izobraževanja je oblikovanje značaja, oblikovanje karakterja, spodbujanje želje po intelektualni radovednosti, po željo po znanju, ne fokusira se pa oziroma v ozadje postavlja pa praktične veščine in neposredno povezanost
s praktičnimi spretnostmi. Zdaj, če pomislimo, da je ta koncept že tako zelo star in da bi ga bilo potrebno zamenjati in poiskati nekaj bolj ustreznega, je mogoče tudi fino, da malo globlje posežemo oziroma razmislimo, kaj pravzaprav postavlja v spredje. In potem hitro ugotovimo, da nikakor ni zastarel in da nimamo pravzaprav čist nič boljšega, kot je to, in da ga bomo, srečno upam, živeli tudi še naprej. Namreč eden izmed osrednjih ciljev takšnega izobraževalnega sistema je ravno, kar je omenjala Nina, razvijanje kritičnega mišljenja in razvijanje osebnosti. Mi živimo danes v svetu, ki je poln resničnih in neresničnih informacij. In ukolikor nismo sposobni oziroma ne znamo kritično razmišljati, ne znamo vrednoti teh informacij, ne znamo selekcionirati informacij, ne znamo izbrati informacij, ki so resnične oziroma jih ločiti od neresničnih, tako da tukaj imamo eno kljukico za ohranjanje tega sistema. Druga taka ključna značilnost tega izobraževalnega ideala je tudi celostno učenje, celostno izobraževanje, ki gradi na karakternih značilnostih, torej značaju. Dva čudovita intervjuja sta izšla v parih zadnjih dnevih, eden v sobotni prilogi in eden na podcastu, ravno na to temo. Torej, ko se danes naši učenci učijo, ne glede na to, kje po vertikali, si zagotovo ne bodo zapomnili za celo življenje vsega, kar so v šoli slišali. Bodo pa na ta način z vsemi temi informacijami formirali svoj značaj. Vse te informacije, ki jih dobijo, znanja, ki jih v šoli dobijo, bodo prispevala k temu, da se bo pri njih razvijalo neko zanimanje, neka vedoželjnost za iskanje naprej, za razvijanje znanja, za pridobivanje novega znanja in konec koncev za ustvarjanje nečesa novega iz tega pridobljenega znanja. Še ena točka, ki bi jo mogoče rada izpostavila ravno pri tem idealu, pa je prilagodljivost. Če kdaj, potem je zdaj trenutek, ko moramo biti neizmerno prilagodljivi v iskanju rešitev, nekih novih priložnosti, ki jih imamo, zato da jih znamo pravilno zagrabiti, zato da se znamo upreti tistemu, kar ni v redu, da znamo presoditi, kaj je neka dobra družba, kaj so dobre stvari in se ne sem distancirati, ampak pravzaprav zavreči od tistega, kar v družbi pa ni dobro. In to nam daje ravno ta das Humboldtsche Bildungsideal. Zato res težko rečem, da je to nekaj, kar je absolutno za zavreči. Okay, vielen Dank. Tonio, was ist deine Meinung zu diesem Ideal? Ich habe den Eindruck, dass in deinem Roman gibt es schon so eine ironische Kritik am Bildungsbürgertum. Ist es dann, weil dieses Ideal nicht gut gelehrt wird oder nicht gut durchgeführt wird? Oder passt das einfach nicht im Grunde zu diesem Leben dieses jungen Protagonisten dann auch? Naja, ich habe zwei Bezüge zum Schulsystem, dass ich wie alle anderen Menschen das Schulsystem durchlaufen habe und dass ich dann später auf Lehramt studiert habe und da eine ganz andere Seite kennengelernt habe. Und zwischen diesen beiden Bildern ergibt sich eine große Diskrepanz zwischen dem, wie die Schule war, als ich von 2002 bis 2010
in der Schule war und wie die Schule sich dargestellt hat in einem Lehramtsstudium an der Uni Wien zwischen 2012 und, keine Ahnung, 2019. Und wir haben vorher schon ein bisschen darüber diskutiert, dass ich gesagt habe, ich hätte mir schon in der Schule als Schüler gewünscht, ein bisschen mehr so wie es in Deutschland ist, dass man Leistungskurse hat und sich dann spezialisieren kann auf die Dinge, die einen mehr interessieren und auch, dass man gewisse Dinge, die einen weniger interessieren, abwählen kann und dass man quasi nicht jedes Fach, wie es in Österreich ist, bis zum Ende der 8. Klasse durchziehen muss. Aber ja, wie gesagt, es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem, wie ich damals die Schule erlebt habe und dem, wie das Schulsystem de facto ist in Österreich. Zum Beispiel haben wir eben sehr, sehr viel gelesen in der Schule. Wir haben, als ich in der Schule war, 40 Bücher gelesen über die 8 Jahre. Und de facto ist es so in Österreich, dass dass Literatur kein Maturastoff sein kann. Das heißt, wenn ein Text von Goethe bei der Matura kommt, dann ist ein kleines Kasterl und da steht Goethe, Johann Wolfgang von, geboren dann und dann, Vertreter der deutschen Klassik, wichtige Werke, weil in Österreich man sich darauf geeinigt hat, dass man von Schülern nicht verlangen kann, irgendein Wissen über Literatur mitzubringen. Das heißt quasi, wenn literarische Texte bei der Matura Thema sind, dann wird nichts verlangt, was über diesen Text hinausgeht, sondern alle diese Informationen werden mitgeliefert. Das heißt eigentlich de facto, es gibt keinen Kanon, es gibt keine literarische Grundsozialisation und wenn es die gibt, dann findet die außerhalb des Lehrplans statt. Andererseits wiederum muss man sagen, das haben wir auch kurz vorher schon beim die Raucher drüber geredet, dass Nina erzählt hat, dass bei einer ihrer akademischen Arbeiten ihr ermöglicht wurde, die Struktur akademischer Arbeiten aufzubrechen. Also nicht mit 1000 Unterpunkten zu arbeiten, sondern das quasi zu entkoppeln von dieser Logik akademischer Arbeiten und einfach 3 große Kapitel zu machen. Und das war dann so ein bisschen die Frage, über die wir diskutiert haben. Wie verhält es sich mit der Formelhaftigkeit mit der Wissen abgefragt wird und den Inhalten, die dieses Wissen eigentlich bilden? Und da muss ich sagen, dass ich aus meinem Lehramtsstudium weiß, dass inzwischen der Formelhaftigkeit ein viel größerer Wert zukommt als noch in meiner Schulzeit. Weil eigentlich, was die Schüler jetzt im Deutschunterricht lernen in Österreich, sind Textsorten. Und Textsorten heißt, dass man lernt, das ist diese Textsorte und die hat diese Struktur. Und das ist auch der Hauptbenotungs-Faktor. Das heißt, es ist eine Erörterung und dann muss die eine Einleitung haben und einen Hauptteil und ein Resümee. Und wenn sie von dieser Struktur abweicht, dann ist sie schlecht. Und es ist aber der Fokus eben nicht auf das Inhaltliche, sondern auf dieser Struktur. Und ich glaube, dass sehr viel so funktioniert inzwischen. Und ehrlich gesagt, es war so, ich war in einer sehr konservativen Schule bei einem sehr konservativen Lehrer und habe dann durch das Studium gesehen, okay, es kann auch in die andere Richtung. Also ich war überzeugt, okay, so wie ich es gesehen habe, das kann es auf jeden Fall nicht sein. Und dann habe ich aber im Studium mir gedacht, das kann es aber auch nicht sein, dass man nur über Kompetenzen redet und über Textsorten und über Wege, so zu tun, als wäre es möglich, Leistungen objektivierbar zu machen. Und quasi, ich glaube, ein Drittel der Didaktik, Seminare, die ich besucht habe, da ging es nur um die Benotung. Und trotzdem quasi glaube ich nicht, dass das am Ende objektiver ist, als es in unseren Zeiten war, wo einfach ein alter Lehrer oder eine alte Lehrerin irgendwie so gemacht hat und dann war es halt negativ oder es war so und dann war es positiv. Okay. Andrea, darf ich da bei dir nachhaken, was du zu dieser Objektivierbarkeit von Wissen sagst? Ist das ein Problem oder ist das ein Fortschritt, was wir gerade machen? Zagotovo je v mojih očeh en problem. Če se samo navežem na to, kar je Tonijo rekel, ja, veliko govorimo o ocenjevanju, kako ocenjevati, kaj ocenjevati. In včasih pride tudi nekako do tega, da ko pogledamo oddalec, se nam zdijo določene stvari, ki jih ocenjujemo, tudi malo banalne. Ampak tudi to ima nek svoj razlog. Mi smo postali skozi neko zadnje obdobje zelo, zelo pragmatični do tega, kaj pravzaprav je znanje in izjemno
smo vse skupaj instrumentalizirali. Kot da se na nek način ne upamo več ocenjevati ustvarjalnosti, zato je veliko lažje, da seveda naredimo naloge, ki jih pač učenci upravljajo, takšne, da jih lahko objektivno merimo. In ob nekem izdelanem kriteriju, ki se nanaša na značilnost, kot se je rekel, besedilnih vrst, je potem relativno enostavno ugotavljati, ali učenec doseže nek določen cilj, ali je napisal uvod, jedro, zaključek, ali je uporabil recimo določene fraze. Seveda zato, ker je pač to objektivno merljivo. Ima toliko in toliko fraz, ima pač jedro, zaključek, osrednji del in tako naprej. Mogoče je razlog, da je šlo vse v to smer tudi v tem, da moramo nekako vedno polagati račune morda staršem, raznim inšpekcijam, raznim službam, zakaj smo se za nekaj odločili. Da preprosto ni več prostora v nekem trenutku v šolskem sistemu, da bi si dovolili biti kreativni. Čisto pragmatični razlogi verjetno stojijo za tem. Zdaj, ali to v redu ali ni v redu, je pa seveda drugo vprašanje. Michael, würdest du sagen, ich nehme dich immer hier als Philosophen, das ist eine Folge oder eine Manifestationsform der Dialektik der Aufklärung, dass wir hier im Grunde unser eigenes Nichtwissen nicht mehr reflektieren können in dieser Wissensgesellschaft, in der wir sind. Kompliziert gefragt, ich weiß. Vielleicht kannst du es nochmal paraphrasieren für das Publikum, was ich damit meine, aber dass wir im Prinzip auch mit unserem Fortschritt gleichzeitig Fehler machen natürlich und wir das oft gar nicht sehen, könnte man sagen. Ja, würde ich zustimmen und ich glaube, wir haben da auch ein System erschaffen, das mal vernunftbasiert dahergekommen ist, aber dann eben auch wieder ökonomischen Interessen dient. Also wir haben natürlich auch hier wieder diese Rezepthaftigkeit, dass wir Schüler bewerten wollen und auch müssen natürlich, um uns auch rechtfertigen zu können, aber auch um sie wieder eben diese Verwertbarkeit auszusetzen von einem Markt. Das wird immer mehr verlangt. Das haben wir auch zum Beispiel an den Unis auch durch die Bologna-Reform schon gehabt. Da würde ich das Ganze noch mal ein bisschen weiter aufmachen auch und auch soziale Punkte noch mit reinnehmen. Einmal natürlich stellen wir fest, in Deutschland jetzt speziell, dass das Schulsystem einfach massiv unterfinanziert ist. Und das ist natürlich ein Faktor, mit dem muss ich immer arbeiten, in allen Bereichen, also egal was ich mache in der Schule. Geld ist immer ein Problem. Das muss man einfach ansprechen und vielleicht auch klären, das Thema, bevor man sich auch in Utopien verlieren kann überhaupt. Und der andere Punkt, den wir auch bisher nicht angesprochen haben, der kommt auch im Roman von Tonio auch vor, ist Bildung aus sozialer Abgrenzung. Dass man wirklich also Bildung verwendet, gerade im klassischen bildungsbürgerlichen Milieu, um sich eben abzugrenzen nach unten und den Kanon auch genauso verwendet. Und auch das, würde ich sagen, ist kein Fehler von dem Humboldtschen Bildungsideal, sondern eher eine Art Pervertierung davon, dass man es eben wirklich missbraucht, um dann eben Abgrenzung zu betreiben. Und das passiert natürlich wieder von allen Seiten, also nicht nur von Seiten der Lehrer, auch da natürlich kommt es vor, aber auch von Seiten der Schüler untereinander und wieder von Seiten der Eltern, die dann wieder wollen, dass ihre Kinder bestimmte Schulen besuchen, bestimmte Fächer studieren. Also diese beiden Aspekte haben wir, glaube ich, bisher noch nicht so beleuchtet. Eben den finanziellen Aspekt, der einfach überall Dringlichkeiten hervorruft und eben diesen Aspekt der Bildung als soziale Ab- und Ausgrenzung. Okay, vielen Dank. Eine Sache, die mir noch auf den Nägeln brannte, Nina und dann Tonio die gleiche Frage. Gibt es ein poetisches Wissen, also ein Wissen, das genuin durch Kunst oder durch Literatur jetzt in diesem Fall vor allem generiert werden kann? Oder ist das einfach es gibt eine spanische Philosophin, Maria Zambrano, die nennt das Razón Poética, also ein Wissen, das tatsächlich wir nur durch Kunst erfahren oder lernen können, mehr oder weniger. Oder ist das ein mystisches Hirngespinst, mehr oder weniger?
Zanimivo, ne poznam avtorice, tako da hvala. Mislim, da je o tem nekem specifičnem znanju, ki izhaja recimo iz umetnosti, če pravilno razumem, praktično nemogoče govoriti onkraj znanja oziroma izobraževanja, ki ga dobivamo v preprosto šolskem sistemu. Nekaj drugega je pa potem znanje, ki ga pridobivamo v vsakdanjem življenju. Drugo so vprašanja, ali je univerza resničen nosilec znanja, ali ni to mogoče civilna družba in tako naprej. In iz tega vidika se mi zdi, da na to vprašanje, kaj nas lahko uči umetnost, lahko odgovori tudi obrnjeno vprašanje, in sicer kaj se dogaja, ko se mi učimo v šoli. Mislim, da je učiteljski poklic eden najbolj fascinantnih poklicev, pa ne samo zato, ker osebno ne razumem, kako učitelji, učiteljice zmorejo 30 ljudi naenkrat učiti, jih delati boljše ljudi in tako naprej. Skratka, to me samo po sebi fascinira. Ampak mogoče bi v to temo na tem mestu, če je to že naslov na našega pogovora, vključila še ChatGPT, zato da poudarim svojo poanto. Prej smo govorili o ChatGPT-ju kot nekem orodju, ki producira neke tekste na podlagi tekstov, ki jih že pozna. Se pravi, napaja se iz obstoječega. Kakšno pa je obstoječe? Se pravi, kakšen je svet kot tak, kaj je tisto, kar tvori nek modus, kje se zgoščajo stvari. V najbolj milem oziru lahko rečemo, da je svet patriarhalen. Je izključujoč na vse možne načine, je tudi rasističen, homofoben, transfoben, etc., mizogin in tako naprej. Ampak recimo za začetek, da lahko rečemo, da je v temeljih patriarhalen in da v tem smislu iz središča sveta izloča vse, kar ni dominantno. Ampak ali ni mogoče nekaj precej podobnega reči tudi za šolski sistem, na katerikoli že ravni hočete, osnovnošolski, visoki izobrazbi in tako naprej. Če pomislimo zgolj, Tonio je omenjal že literaturo, oziroma mislim, da smo jo že vsi. Živo se spomnim, ko sem hodila v srednjo šolo, kako smo skupino sošolcev, sošolk redno vsakega februarja špricali pouk slovenščine. Iz precej očitnih razlogov, zato ker je februarja vedno na programu France Prešeren, se pravi, vedno je na programu Zdravljica, in kar naprej in v neskončnost se obnavlja in recitira to Zdravljico, se pravi himno Republike Slovenije, ki pa nam je, se pravi iz leta v leto govorila, ker smo jo kar naprej brali, da so, približno citiram, sinovi naš up, dekleta pa brhke rožice. In ena sošolka, sošolc, nekdo iz ekipe je v fantastičnem najstniškem diskurzu oziroma fantastični najstniški govorici rekel: "Foter ti je žlahtna rožica." In na tej točki smo zapustili razred in od tam naprej kar vsakega februarja, prihaja Prešeren, gremo. Hočem reči, vse je bilo res smešno, smo se zabavali, smo šli na kavo, smo se imeli fino. Ampak kar hočem reči je to, da je izobraževalni sistem, šola kot taka, je, kot vemo, ideološki aparat države. Se pravi, uči svoje subjekte oblasti, uči misliti, na specifičen način misliti. V tem oziru, kot sem ga pravkar predstavila, uči v nekem okolju mlade ljudi misliti, da so sinovi naš up in še enkrat deklice brhke rožice. Se pravi, v tem oziru je pouk slovenščine v nekem okolju, ne pravim, da je povsod tako, če obstajajo šole, ki so
izrazito široke v svojem naboru znanja, je super, mislim, znanja, ki ga posredujejo, je to odlično. Ampak govorim na specifičnem primeru, ki mislim, da se ga da kar precej posplošiti. To pravim zato, da poudarim, da se neke ključne stvari, ukolikor ima človek, mlad človek, potem to moč, se pravi, mora odučiti pozneje, da bi postal boljši človek, o kakršnem govorimo zdaj že zadnjo uro. Kajti za razliko od šole, vsaj takšne, kakršno sem jaz obiskovala, če danes ChatGPT vprašam, ali pozna kakšne pisateljice, mi jih bo znal našteti milijon. V šolskem kurikulumu, mogoče se zelo motim, prosim, popravite me, ampak še nisem videla, da bi bilo ogromno enih pisateljc, nisem še videla, tudi na fakultetni ravni, da bi se izrazito ukvarjali z LGBT literaturo, da bi nek tam veliki profesor začel razlagati o nekem, ne vem, južnokorejskem queer pesniku in tako naprej. Smo pa kar naprej pri Dostojevskem, Tolstoju, etc. in ta fotor in fotor in kar naprej smo pri nekih fotrih. No, se je smešno, ampak v resnici se izkaže, da je precej pomembno, kajti to so principi, ki potem ustvarjajo ljudi. Kakšni so potem ti ljudje? Ko se potem ukvarjamo s tem, kako je možno, da imamo take neke avtoritarne desničarske težnje po Evropi in tako naprej, mislim, da preden postane ChatGPT velik problem šolstva, mislim, da je treba najprej opraviti s praksami izključevanja, ki so persistenten del tega sistema. Umetnost tu vstopi kot nek kontrapunkt, kot nekaj, kar poskuša spodmikati vse, kar je obstoječe, vse, kar se zdi stabilno. V umetnosti je nek poseben užitek v destabilizaciji, v tem, da se mogoče včasih ni treba na nekaj oprijeti, da je mogoče včasih čisto v redu samo malo lebedeti, da mogoče stvari niso popolnoma jasne. Ne pravim, da je šola negativ tega, kar daje umetnost. Daleč od tega. Šola je na vse zadnje popolnoma drugačen sistem in ima popolnoma drugačen smisel. Ampak ustvarjanje umetnosti je vedno nekako umetnost možnega, umetnost zamišljanja, ideja o tem, da so stvari lahko bistveno drugačne od tega, kakršne se nam prikazujejo. In mislim, da ima izobraževalni sistem v sebi vendarle tudi nekakšen potencial, da pokaže, da so lahko stvari drugačne, da niso nujno takšne, kot se zdijo. Nina, super primer si dala s tem Fotr ti je rožica, kar je pravzaprav dokaz, da kljub temu, da si v šoli poslušala leto za letom to zdravljico, ste prišli, no, ampak ste pa prišli do tega, da ste lahko kritično ovrednotili ta stavek in prišli do misli, ki ste jo sami izpeljali. S tem hočem povedati, da ko dobiš neko znanje ali pa ne znanje, informacije, takole servirane, si pravzaprav na ravni ChatGPT-ja. Ali ti jih pove učitelj, ali ti jih pove ChatGPT, je pravzaprav čisto vseeno. Če pa uspeš priti en korak več, da lahko ovrednotiš to, kar si slišal, to pa je zame tisto, kar je pravo znanje. Tudi če je rezultiralo v tem, da ste se odločili, da boste bojkotirali te nore ure, ki so bile ene in iste. Skratka, ni vam dalo nič. Dalo vam je to, da ste lahko ovrednotili, razmisli to, česar ne marate in kar ni okej. Popolnoma razumem, kar želiš povedati. Se mi zdi iz tega humanističnega vidika zelo v redu in prava stvar. Sem pa malo skeptična okoli tega. Seveda moram reči, če dajem nek oseben primer, da sem gotovo imela mnoge privilegije, ki jih mnogi drugi moji vrstniki niso imeli ali pa jih tudi še vedno nimajo. Kar pomeni, da
da sem se nekako znašla, da sem bila od nekdaj obdana s knjigami, umetnostjo in tako naprej, ampak tudi, da sem se znašla v nekem krogu ljudi, tudi svojih vrstnikov, ki smo, se pravi, se sami lotili kritično obravnavati neke literarne vsebine izven šole, se pravi, šli smo nekam na kavo. Potem pa se spomnim svojega prihoda v Ljubljano na fakulteto in od takrat sem pač v Ljubljani in kako sem relativno kmalu ugotovila, da je bila na Metelkovi, se pravi znotraj civilne družbe, aktivistične družbe, že pred dobrimi 20 leti ustanovljena, samo en primer dajem, pa ni edini, recimo LGBT knjižnica, lezbična knjižnica in arhiv se imenuje. Ustanovljena je bila zato, ker še pred dobrimi 15-20 leti niti v nobeni knjižnici, nobeni šoli, nobeni univerzi, nikjer ni bilo ene LGBT knjige. V NUK-u, če se je pojavila kakšna LGBT knjiga, smo imeli konkretne primere, da je bila kategorizirana kot, ne spomnim se zdaj, ali kot veterinarstvo ali kot botanika. Neka taka stvar je bila. To niti približno ni smešno, to je čista homofobija, ki je obstajala v tej državi, v tem prostoru in še vedno obstaja. To ni nič drugega kot homofobija, nič ni v tem smešnega. Mislim, se lahko smejete, se nobenemu ne pravim, da se ne sme smejati. Ne? Ampak hočem reči, če ne bi sama našla poti do nekih točk znanja, do nekih mest inovacije, do nekih mest možnosti, verjetno sem imela precej sreče v tem, mogoče me je samo nek moj interes gnal, ampak morala sem imeti nekaj sreče v tem, da sem lahko našla okolje, kjer pa se dejansko stvari kritično obravnava. In mislim, da ima šolski sistem precej še enega neizkoriščenega potencijala v tem. Vedite, prosim, da jaz nisem trenutno vpletena v nobeno šolo, se pravi, če se je v zadnjih parih letih to tako bistveno spremenilo in se motim, me prosim popravite. Želim samo reči, da obstaja en pomemben potencial, ki bi se izognil, kot sta oba kolega tudi že prej govorila o pomembnih, takih močnih oblikah izključevanja. Ne? Tonio, darf ich dich dazu fragen, zu diesem großen Komplex, also ich würde sagen, geschlechtsspezifische Ungleichheiten, vielleicht auch im Literaturbetrieb, wenn du da was dazu sagen kannst, oder im Kanon in diesem Fall, also was wir gerade gehört haben, dass unser Kanon doch ein sehr patriarchal geprägter ist. Und dann, Michael, vielleicht du auch zu dem Thema, vielleicht aus der Schulperspektive dann auch. Ich wollte vorher noch ganz kurz was zum Thema Kunst sagen. Das ist jetzt auch wieder so ein großes Thema an sich, weil ja auch die Frage ist jetzt, wenn wir wirklich das Fach Kunst oder bildnerische Erziehung, heißt das in Österreich, wenn wir dieses Fach nehmen, was soll das den Leuten beibringen? Ich hatte, glaube ich, einen einzigen Moment in meiner Schulzeit, wo dieser quasi subversive Aspekt von Kunst in der Schule quasi einmal kurz aufgetaucht ist. Und das kommt sogar vor bei Nicht wie ihr, in meinem ersten Roman. Da gibt es ein Gespräch über den Kunstunterricht von diesem Fußballer und dass er einen Zettel, also sie sollen irgendwas zeichnen und er schmeißt irgendwie als Schüler total die Nerven und zerknüllt das und tut Farbe drauf, obwohl er das gar nicht darf. Und die Lehrerin sagt am Ende, ja, aber das ist super. Du hast dich zwar, also du kriegst einen Einser, du hast zwar nicht die Aufgabe gemacht, aber du hast irgendwie Kunst produziert. Und so, also das war nicht ich, sondern das war ein Mitschüler von mir, der das gemacht hat. Und ich kann mich erinnern, wie alle anderen wütend waren, weil da ging es darum, wir hatten so ein Papier zusammengeknüllt und sollten das dann mit Bleistiften die Falten abzeichnen. Und das ist eine Übung, ich meine, bildnerische Erziehung soll ja auch einfach dazu führen, dass Leute sagen, ja, ich zeichne gerne in meiner Freizeit oder ich male oder irgendwas. Und das war aber dann plötzlich ein Moment, wo man gedacht hat, diese Kunstlehrerin, die sonst eigentlich nie irgendwie aufgefallen ist, hat jetzt einmal kurz etwas gemacht, was aus diesem System herausragt. Und das passiert sehr selten. Ja, das wollte ich nur kurz noch als Ergänzung deine Frage war jetzt zur geschlechterspezifischen Sprache, oder? Nee, entweder zum Kanon, weil wir gerade von Andrea und Nina gehört haben, dass der slowenische Kanon sehr von Männern geprägt ist.
Ist das bei uns auch so und sollte das geändert werden oder nicht? Weil wir an den Unis natürlich auch, wenn ich drüber nachdenke, ist das natürlich so, dass ich unterrichte dieses Jahr vor allem 20. Jahrhundert und es sind trotzdem noch wenige Frauen drin, obwohl wir schon nah an der Gegenwart sind. Ja, es ist sicher bei uns auch so, es ist sicher auf der ganzen Welt so. Es ist auch immer die Frage, in quasi, wer ist mit wem spricht man darüber? Spricht man gesamtgesellschaftlich, dann kann man sagen, ja, das ist so und das quasi, da muss man was ändern. Tatsächlich ist es aber so, was jetzt auch passiert, also jetzt innerhalb einer kleineren Bubble, sagen wir mal, innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, passiert schon auch das Gegenteil, dass man sagt, es sind in den letzten Jahren mehrere so quasi Gegen-Kanon-Bücher rausgekommen, zu denen es aber auch wiederum eine feministische Kritik schon gibt, die sagt, dass da die Autorinnen dieser Bücher bewusst so tun, als hätte es nicht früher auch schon solche Bücher gegeben und um quasi einen Neuigkeitswert ihrem Buch hinzuzufügen. Und das ist tatsächlich auch etwas, das passiert. Keine Ahnung, letztes Jahr ist ein Buch rausgekommen von Nicole Seifert zu dem Thema und es gibt eine sehr harte Kritik von Marie Schmidt in der Süddeutschen, wo sie schreibt, dass sie in Wahrheit Leute wie Ruth Klüger damit unsichtbar macht, die genau das schon in den 90ern gemacht haben. Das heißt, dann sind wir auch wieder in dem quasi in der Aufmerksamkeitsökonomie des Kapitalismus, dass die Leute halt es geht immer darum, was ist jetzt neu, was wollen die Leute kaufen. Und das wollen jetzt die Leute kaufen aus guten Gründen, weil das so lange verabsäumt wurde. Aber das ändert sich auch wieder. Insofern quasi, wenn man sich schon, ich weiß nicht, das ist wie, man fährt im Zug und man schaut aus dem Fenster und man sieht etwas, aber alles, was man sieht, ist kontaminiert durch den Zug. Weil man sieht einen schönen Bauernhof, aber an diesem Bauernhof führt der Zug vorbei. Und dieser Zug, das ist so quasi die Öffentlichkeit. Das heißt, wenn wir über etwas reden, dann dann müsste man schon wieder über das nächste reden. Weil dann ist das ja schon wieder kontaminiert eigentlich, dadurch, dass es quasi überhaupt so weich gespült ist, dass es in den öffentlichen Diskurs hineinkommt. Michael noch dazu und dann, Sie können sich schon mal vorbereiten, werden wir öffnen fürs Plenum, für Fragen. Wir haben sehr viele Gäste heute da, die bestimmt auch unsere Expertinnen und Experten etwas fragen möchten. Michael noch? Ja, ich würde noch mal gerne die Aussage von Nina aufgreifen. Natürlich ist Schule einerseits ein System, das repressiv agiert und auch Machtverhältnisse reproduziert. Aber andererseits würde ich auch gerne die Lehrer verteidigen an dieser Stelle ein Stück weit. Ich kann nichts sagen zum slowenischen System, da bin ich noch und wahrscheinlich auch für immer zu unerfahren, aber ich kann sagen, in Bayern zum Beispiel, das ja schon auch ein sehr konservatives Bundesland ist, gibt es eigentlich keinen Literaturkanon in der Schule, je nachdem maximal auf Faust beschränkt. In Fremdsprachen gibt es gar keinen eigentlich. Das heißt, es kommt auf den Lehrer drauf an und ich sage immer, weil wir gerade auch viel über Medien gesprochen haben, auch jetzt zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich würde weiterhin sagen, das wichtigste Medium in der Schule ist zunächst der Lehrer. Und der Lehrer kann sehr wohl ausbrechen aus diesen Systemen und kann, wenn es denn einen Kanon gibt, den auch öffnen und ist da eigentlich völlig frei. Und natürlich ist er auch in der Gesellschaft entsprechend geformt worden und da auch wieder auf bestimmte Arten beschränkt. Aber prinzipiell kann er schon die Autoren lesen, die er für wichtig hält und dann diese Strukturen bewusst eben auflösen. Also nur ein Beispiel, als ich noch in Deutschland jetzt war, vor 1,5 Jahren, da war ich eben auch, wie vorhin erwähnt, Französischlehrer und habe da zum Beispiel einen Roman gelesen von Edouard Louis, den der ein oder andere kennt vielleicht. Und seine Romane sind eigentlich ein Aufschrei gegen Klassismus, Sexismus und Homophobie. Also man kann durchaus auch diese Themen machen, die ja scheinbar diesem so repressiven System widersprechen. Also man ist schon relativ frei als Lehrer und damit auch im Optimalfall als Schüler, dass man darüber hinausgeht dann und diese Strukturen hinterfragt und auch aufbricht. Okay, also wir brauchen bessere Lehrer, gute Lehrer in diesem Fall. Super. Ich würde ans Publikum übergeben. Also jeder, der eine Frage hat, vielleicht einmal Hand hoch oder so, damit wir das Mikrofon bringen können. Wir brauchen das Mikrofon dann auch für die Übersetzung. Also selbst wenn wir Sie hören, müssten Sie ins Mikrofon sprechen. Deshalb, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie die Gelegenheit.
Jaz se bom zdaj oglasila tukaj kot profesorica nemščine na gimnaziji in ste nagovorili, bom rekla, v tej debati zelo, zelo veliko različnih zadev, s katerimi se na takšen ali drugačen način srečujem. Jaz bom zdaj samo par stvari povedala, recimo to, bom rekla zdaj v teh, bom rekla pač patriarhalne strukture, recimo v šolstvu in oziroma vsebine, pač ki lahko potem vplivajo na oblikovanje mladega človeka naprej in tako naprej, ne, da tukaj moramo govoriti spet tudi že o nečem drugem in sicer mislim, da najbolj se je to pojavilo zaenkrat v Angliji, ne, ko imamo pa že kot protiodgovor temu, kjer je kritika šolskega sistema v tem, da so predvsem ženske učiteljice in da fantje, se pravi dijaki, učenci, nimajo, se pravi so soočeni samo z tem ženskim principom, ne pa z moškim principom. Samo hočem reči, da je tukaj, bom rekla, zdaj že kot odgovor na to tudi zelo, zelo veliko različnih debat tudi z tega stališča, ne. Se pravi, da po eni strani mogoče res take vsebine, po drugi strani pa mislim, bom rekla, ta ženski princip, ker pač praviloma so ženske. To zdaj sem samo prebrala, to zdaj nočem tukaj samo tako kot neki protiutež. Zdaj, ker sem pač bom rekla, malo v pripravo na to vašo diskusijo, ne, ki bi se pač naj malo osredotočila tudi na pač umetno inteligenco in kako zdaj, kaj to pomeni zdaj za nas učitelje, ne, ko je to zdaj en tak, bom rekla, krik in bom rekla tudi ene vrste razburjanje, kaj zdaj to pomeni, kaj se bo spremenilo in tako naprej, ne. Na določen način bom najprej takole rekla, ne, tudi zdaj, kako jaz to uporabljam, ne. Hvala Bogu, da se je pojavlja, zato ker mi pomaga. Tako da v tem smislu, če zdaj gledamo za stališča najprej, ne, se pravi v tej veliki poplavi informacij, ne, pa zdaj ne mislim zdaj samo trenutno zdaj v tem obdobju, ampak zdaj tudi vse zgodovinsko obdobje, pa knjige, pa ne vem kaj vse, ne, pa zdaj tudi, če poslušam dijake, s katerimi se pogovarjam, ne, toliko informacij, saj to ni možno vse znati, je dobro, da imaš nekoga, ki ti lahko malo pomaga, ne, se pravi, ki ti poišče. Zdaj bom rekla, kar se tiče umetne inteligence in pa izobraževanja šole, jaz bom rekla, vidim tukaj več, bom rekla, vidikov. En vidik je sigurno ta, se pravi, zakaj nam ni mogoče všeč umetna inteligenca v šoli in se je bojimo, zato ker bi, se pravi, se nam zdi, da ne bi radi, da s tem, da umetna inteligenca začne procesirati podatke namesto glave naših dijakov, ne. Se pravi, če vzamemo v tem smislu, da je učenje oblikovanje, ne, se pravi, da si naši, bom rekla, učenci, bom rekla, ustvarijo oziroma oblikujejo eno, bom rekla, mentalno strukturo v glavi, mislim, zdaj tako malo govorim nestrokovno, tako da se opravičujem za vse to, ne. Se pravi, naš cilj, se pravi, da s tem, ko pač dijaki določene vsebine, informacije predelujejo, ne, da si hkrati pri sebi ustvarjajo eno, bom rekla, mentalno strukturo, ki jim potem v nadaljevanju pomaga tudi predelovati vse druge informacije, ne. In tukaj si, bom rekla, jaz kot učiteljica ne želim, da se mi ChatGPT, bom rekla, vmeša na tej stopnji, ne. Zdaj v drugi tem smislu, da lahko najdejo različne informacije, bom rekla, nimam, bom rekla, tukaj v tem smislu nič proti, ne. Zato, ker tudi meni na določen način, bom rekla, pomaga, ne. Je pa tukaj sigurno treba spomniti, to je bil sigurno citat kakšnega pametnega moškega, in sicer, da postaja čedalje bolj pomemben vidik v šoli, se pravi ta človeški pristop, sodelovanje, ta osebni pristop dijak-učitelj, se pravi etičnost, empatija, ne, ker dobro vemo, ne, da se pravi, če, se pravi, samo informacija, samo znanje,
bom rekla, je lahko nevarno, če ni zraven te človeške protiuteži, bi rekla. Ne. Tako da v tem smislu zame včasih, v tem smislu, če mi določene stvari umetna inteligenca pomaga, mi lahko hkrati da mogoče več časa, da se z dijaki v razredu ukvarjam na drug način. Smem sem nekaj pokomentirati, sem se nekaj spomnila, pa se mi zdi kar fora. Najprej bi samo poudarila, da se res dobro razumemo. Moja kritika ni bila kritika učiteljev, na nobeni točki. Moja kritika je bila kritika države. In ves čas ostaja kritika države. Učitelji so the best, tako da to ni to. Ja. Hotela sem pa samo reči, da sem se spomnila, medtem ko še kdo pripravlja kako vprašanje, omenili ste, da obstaja nek strah, vsaj pri nekaterih učiteljih, kaj bo zdaj ta umetna inteligenca pripeljala. Pa sem se spomnila, da sem ravno nekaj dni nazaj brala neko časopisje iz 19. stoletja, natančneje iz druge polovice 19. stoletja, ko se je pojavil telegraf, pa potem telefon, pa tako naprej. In sem naletela na tekst, v katerem je nekdo, ne samo da je razmišljal o tem, kako bo svet leta 2050, tle malo falil, ampak dobro, ne letamo še čisto po zraku, kar sami od sebe, ampak zanimivo se mi je zdelo, da je avtor pisal o tem, da je največji problem, ki ga predstavlja telefon, problem za učitelje. In res, da bodo zaradi telefona učitelji izginili. Zato, ker nenadoma, da bomo zato nenadoma zdaj od druge polovice 19. stoletja dalje, it's brilliant, zaprli otroke v nek prostor, I guess, in potem bo učitelj, mislim, bo kot nekak osebnost še obstajal, ampak bo nekje, neznano kje, in pa bo preko telefona poklical v razred, res, in pa bo tam zdržal stvari in bo povedal in otroci bodo potem zgubili ves konkreten stik. Zdaj nek približek tega se je zgodil z Zoomom, a ne? Neka podobna ideja, recimo fast forward 100-150 let pozneje. Ampak meni se zdi, da je z učiteljevanjem precej podobno kot z umetnostjo. So ene stvari, ki jih neka orodja preprosto ne zmorejo. Skrb je ena taka lastnost, zelo specifična mislečim živim bitjem. Nek občutek skrbi, neke topline, ki s tem pride. Se pravi, ChatGPT in podobna orodja so hud problem iz vidika nadzorovanja, kraje podatkov, skrivanja podatkov na drugi strani in tako naprej in nekega izjemnega proizvajanja profita neki majhnemu številu ljudi. Ampak meni se zdi, da se človeštvo vedno iz vsake take neke krize, ki se zdi taka frontalna, nekaj zelo slabega, da človeštvo vedno najde pot. Tako kot smo vsi, se spomnim, kako je bilo šibanja po Ljubljani med korono, ko se ni smelo in smo imeli policijsko uro, pa si videl tam žur, pa tam nekje žur. Se mi zdi, da se človeštvo vedno nekako znajde. To pa zahteva kritično mišljenje, ampak mislim, da je o tem Andreja že zelo veliko povedala. Okay, das Telefonbeispiel erinnert mich an Platons Schriftkritik. Ne? Platon hatte Angst, wenn wir schreiben, dass wir alles vergessen. Und irgendwie haben wir es doch geschafft, dass wir mit der Schrift ganz gute Dinge dann erreichen können dann auch. Ich glaube, eine können wir noch, wenn Sie wollen. Meine Studis, die hier sind, bekommen eine gute Note, wenn sie was fragen. Hatte ich noch nicht erwähnt, aber trauen Sie sich. Aber es darf auch jemand anders natürlich. Ja. Okay, ich bin Student der Germanistik, deshalb spreche ich Deutsch. Ich hoffe. Ich kann mich gut erklären, sodass es ist gut übersetzt. Also, ich werde meine Frage ein bisschen zurück zum Thema Klang bringen.
und Klang und Lernen und Telefon kommen zusammen. Nämlich in Form von Messages und Notifikationen von unterschiedlichen Apps, die wir bekommen. Einige von diesen Apps sind zum Beispiel Duolingo. Und meiner Meinung nach, diese Notifikationen von Duolingo zum Beispiel sind diesem, wie heißt das richtig in Deutsch, Schulung? Ja, Schulung. Dem Schulung sehr ähnlich. Und aber nicht nur sehr ähnlich, es ist viel mehr präziser, individueller und sozusagen wirkt an mehreren Niveaus, wenn wir das mit diesem Schulung vergleichen. Was also denken Sie darüber? Das ist so eine Frage an allen. Wer möchte? Ich bin selber Duolingo-Lerner. Ich wiederhole mein Französisch und lerne gerade Spanisch auf Duolingo. Und Ivan, als Sie gerade sagten, das hat so eine akustische Struktur, die auch irgendwie wieder schulisch wirkt. Mir wurde das vorher nicht bewusst, aber ich würde Ihnen hier zustimmen. Also das ist tatsächlich so. So diese fast schon Pavlovsche Determinierung im Prinzip, dass man hier, ne, wenn man was richtig hat, wird so ein positiver Belohnungston gesendet. Und wenn ich was falsch habe, dann macht das irgendwie so, wie bei so einem Gameboy oder bei einem Nintendo oder sowas dann auch im Prinzip. Also hier hätten wir auch wieder diese akustischen Strukturen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die uns irgendwie dann auch sehr unbewusst irgendwie steuern, könnte man auch sagen. Und wie die meisten Apps heutzutage ist, es hat auch Suchpotenzial. Ne? Es macht dann auch, wenn wir diesen tollen Klang hören, es geht auch über Bilder natürlich und über andere gut gesteuerte Dinge dann, aber es funktioniert sehr subkutan, würde ich sagen, über das Gehör dann auch, dass man hier irgendwie gesteuert wird dann auch, ja. Und ich mache dann immer weiter. Ja, es vibriert auch noch, klar. Also ja, wir haben hier eine Erziehung, die hier, das ist wieder Biopolitik, könnte man sagen hier. Ne? Also hier wird in unseren Körper irgendwie eingegriffen. Natürlich kann ich das freiwillig einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock auf Lernen, aber mich hält das bei der Stange, muss ich gestehen. Diese unbewusste Disziplinierungsstrategie von Duolingo, die Sie gerade auch mit Foucault wahrscheinlich enttarnt haben, würde ich sagen. Aber die anderen dürfen auch gern, wenn sie sich mit Duolingo... Mogoče še jaz pokomentiram kaj z drugega vidika. Duolingo je pravzaprav, oziroma uspeh Duolinga je en zelo velik fenomen. Namreč Duolingo funkcionira na eni zelo preživeli teoriji učenja. Sicer gre za audiolingvalno metodo učenja, kjer poslušate določene posnetke in jih papagajsko ponavljate. In seveda to zelo dobro funkcionira do neke določene ravni, potem pa postane blazno dolgočasno. Če bi audiolingvalno metodo danes izvajali v razredu, pa bi bili vi moji učenci, bi mogoče v ponedeljek prišli, pa v torek bi še prišli, v sredo bi bila polovica, v četrtek mogoče ne bi bilo več nobenega. Ampak pri Duolingu to funkcionira popolnoma drugače, ker imate tam en ekranček, pojavljajo se vam te gadgeti, dobivate razne točke, tekmujete z drugimi, sodelujete v svetovni mreži tekmovalcev in se med sabo primerjate, zvoki vas spodbujajo, da le poskušate da date nek pravilen odgovor od sebe. Če bi pa pogledali zdaj v zadje, v čreva, kaj se pa pravzaprav naučite, pa ni nič drugega, kot recimo 100 najpogostejših stavkov. Ampak s temi 100 najpogostejšimi stavki mi lahko opravimo osnovne potrebe v nekem jeziku. In tukaj se stvar konča. Skratka, briljantno so izrabili pri podjetju neko preživelo teorijo, jo super spravili in zaslužili z njimi in mi smo danes tako blazno happy, ker smo se z Duolingom naučili, tudi jaz sem uporabnica Duolinga, by the way, ne? Ker smo se naučili 100 ali pa 500 najpogostejših besed
za razliko od prej, danes v kontekstu. Zato lahko malo počeblava v različnih jezikih ene in iste stvari. Tako. Also meine Hoffnung, dass im Französisch-Teil von Duolingo irgendwann Nerval oder Baudelaire dann kommt, ist gering wahrscheinlich in diesem Fall. Und in meinem Spanisch werde ich ein spanischer Papagei wahrscheinlich dann. Okay, wir haben schon massiv überzogen, deshalb würde ich jetzt mein Privileg als Moderator nutzen und abschließen und mich nochmal bedanken beim Publikum und bei allen, die heute hier mitgemacht haben, auch alle, die im Hintergrund gewirkt haben und die bei der Organisation geholfen haben. Noch ganz kurz der Hinweis: Morgen noch die Lesung mit Tonio Schachinger im Theatersaal der Agrifte. Aschkertscheva 5 ist das, in der Nähe schräg gegenüber von der Philosophischen Fakultät. Auch wieder um 18 Uhr. Und ich hoffe, Sie haben einige wertvollen Erkenntnisse heute mitgenommen und dass es Ihnen gefallen hat. Danke an alle und Wiedersehen. Tschüss.